Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Der GGR Interlaken entscheidet heute Dienstag über eine Investition von 250'000 Franken. Ein Mairinger hat eine 140 Quadratmeter große Modelleisenbahnanlage gebaut. Und ein Thuner Gimmischüler hat für seine Maturarbeit einen 2-Stunden-Film gedrillt. Vorher schauen wir kurz die heutigen News an. Der IKRK-Präsident Maurer reist für Gespräche nach Moskau. Der Präsident vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, der Peter Maurer, will die Woche nach Moskau reisen, um Besuche bei Kriegsgefangenen zu ermöglichen. Die Mineure feiern den Stollendurchbruch. Für das neue Wasserkraftwerk von BKW und der Energie Thun an der Kander bei Wimmis hat es heute im wahrsten Sinn des Wortes einen Durchbruch gegeben. Die Mineure feiern den Durchschlag vom Stauen, der ab kommendem Jahr das Wasser vom Beet vor Kander zum Kraftwerk leitet. Die Bauarbeiten haben Auswirkungen auf die BLS-Züge. Die umfangreichen Arbeiten haben ab kommendem Montag Auswirkungen auf den Bahnbetrieb der BLS. Die Reisenden, die mit dem BLS Regio Express von Bern nach Zweisimmen wollen, müssen bis zum 11. September zu Spiez umsteigen. Die Änderung des Zonenplans ist bereits geschafft. Jetzt wartet auf den geplanten Bau für Roll- und Bewegungszonen auf der Wiese vor dem Pfadius Unspunnen noch die nächste Hürde, die Finanzierung. Getragen werden soll die von den Gemeinden Matten, Bönigen, Unterseen, Wilderswil und Interlaken. Heute Dienstag entscheidet der grosse Gemeinderat Interlaken, ob er sich mit einer 250.000 Franken beteiligen wird. Ben Abekle hat mit Interlakens Vizegemeindepräsident Kaspar Boss und mit Mattes Gemeindepräsidentin Lisa Randazzo gesprochen. Kaspar Boss, Vizegemeindepräsident von Interlaken. Es geht um die Roll- und Begegnungszone. Am Dienstag im GGR wird das Ganze thematisiert, Finanzen. Wie schaust du dem entgegen? Sehr positiv. Ich glaube, dass wir nach einer langen Vorgeschichte jetzt langsam dort herkommen, wo es dann konkret wird. Wir schauen sehr zuversichtlich auf die Dienstag und gehen davon aus, dass das Parlament diese Zuversicht in die Richtung auch wird teilen und den Jugendlichen dort auch wird helfen, den entsprechenden Schritt zu verwirklichen, wenn wir auch überlegen, wie viele Eigeninitiativen und alles von ihnen drinnen ist, sicher ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Worst case, wenn das nicht durchkommen. Dann haben wir ein gröberes Problem. Dann sind wir ein paar Jahre retour im Prozess. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Wird man sicher eine Standortbestimmung machen müssen. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass es hoffentlich durchkommt. Eine allgemeine Opposition gegen das Projekt hätte ich nicht festgestellt. Das ist klar, dass nicht alle Anwohner begeistert sind, dass dort auch gewisse Ängste sind, die man im Gespräch sicher noch ausräumen müssen und auch wird schauen, dass man dort noch Verständnis schaffen kann für die entsprechende Situation, auch gewisse Ängste daraus nehmen, die bestehen, wenn es um Lärm, um Nachtschwierigkeiten etc. geht. Schauen aber auch dort zuversichtlich daran, dass das managebar ist. Also wir sind dran, jetzt die Finanzierung am abklären. Das kommt ja nächsten Dienstag in den grossen Gemeinderat und nachher geht es in die anderen Gemeinden und wir hoffen schon, dass wir da nachher ein bisschen schneller mal vorwärts kommen. Die Signale eigentlich von den meisten Gemeinden sind ja sehr positiv. Ja, ich glaube auch. Und wir zu Mathe sowieso. Wir wollen die Roll- und Begegnungszone. Und wir hoffen jetzt auch, dass die anderen Gemeinden auch die Lei halten, das, was sie versprochen haben, was sie schon lange versprechen, dass sie sich auch an das halten. Da werden auch Erwachsene nochmal zum Kind. Knapp 140 Quadratmeter groß ist sie. Die Modelleisenbahnanlage von Mairinger Stefan Schleppi. Angefangen hat das Ganze völlig unverhofft vor rund 7 Jahren. Mittlerweile ist es zu einem zeitintensiven Hobby mit viel Leidenschaft und Ideenreichtum geworden. Manuel Moser hat es sich angeschaut. Also ich habe die Anlage schon vorher kennt. Schon in den 90er Jahren ist es gebaut worden. Und als sie die Unterkunft verloren haben, haben wir nicht dafür gegeben, die zu übernehmen. Und im 15. hat mir ein Bekannter gesagt, der wäre wieder zu verkaufen oder könnten wir wieder kaufen. So standen sie im Abfall. Das hat stattgefunden. Ja, und damit habe ich die übernommen, die ganze Anlage, und bin jetzt seit dem 15. hier regelmässig am Weiterbauen, am Aufbauen, Detail gestalten etc. Recht ein intensives Hobby geworden. Du sagst, ein Hobby, du schaffst dann nebenbei noch. Wie viele
Stunden verbringst du so da mit deinem Hobby? Also mit den ganzen Saisonvorbereitungen, die auch gerne wieder zu tun geben, mit den Öffnungszeiten, Präsenzzeiten, wenn offen ist, Weiterbau etc. Es sind rund 1500 Stunden pro Jahr, wo ich damit beschäftigt bin. Ja. Was begeistert dich an dieser ganzen Sache? Es gibt viele Aspekte. Es ist die Detailarbeit, die mir gefällt, es ist Gleisbau, die mir gefällt. Was mir am besten gefällt, wie offen ist, wie Kinder da sind, die Strahlen der Kinder, die Strahlen der Erwachsenen, wie sie Detail finden und sich zum Teil sehr gar ihre Anlage verlieren und staunen über Dimensionen. Das ist das, was mir am besten gefällt. Das meiste mache ich einzig, ja. Es ist der Sohn, der mir manchmal noch etwas hilft, vor allem wenn Fahrbetrieb ist und ich arbeitsbedingt oder irgendwie nicht kann, dann tut er sehr gerne die Anlage auf und zu bedienen. Der Bruder hat jetzt Kinderanlagen gemacht, über die letzten Jahre ging wieder etwas Weniges. Das kommt bei den Kindern gut an, aber die Hauptarbeit die mache ich selber. Was motiviert dich auch zum Weitermachen? Gibt es dir eine Motivation, einen Anschub? Was mich motiviert, ist die Strahlen der Besucher, wenn sie herkommen und die Dimensionen dieser Anlage sehen. Und dann sehen, was da wirklich alles vorhanden ist und was da alles passiert hier in diesem Raum. Jeder Gymnasieschüler muss in seinem letzten Schuljahr eine Maturaarbeit abgeben. Manche machen dafür nur das Nötigste, andere, wie etwa der Joel Reber, geben sich dabei deutlich mehr Mühe. Der Thuner Abschlussschüler hat für seine Maturaarbeit einen 2 Stunden langen Film gedreht. Mit echten Schwertern, brennenden Scheiterhaufen und klirrenden Schwertern. Was es sonst noch so bei «The Bloody Tower» zu sehen gibt, das weiss Manuel Glaser. Genau, über den Joel Reber und als Maturaarbeit habe ich einen Historienfilm gemacht, aus dem Mittelalter. Vor allem auch das Mittelalter an sich finde ich natürlich auch sehr spannend, weil es natürlich auch hier in der Schweiz eine sehr wichtige Epoche war. Aber der Film spielt jetzt in England, genau im Jahr 1483. Genau, also die ersten Reaktionen waren wirklich sehr lustig. Also, das heisst, ein paar Mühe ernst zu nehmen, weil es natürlich schon, ein Film ist natürlich etwas massiv Riesiges und mit Aufwand, der dahinter steckt. Und vor allem mit meinen Ideen, die ich hatte, von Schwertkampf über Bootsszenen bis hin zu Fechtszenen. Ja, ich würde schon sagen, also ja, zuerst natürlich habe ich es schon ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das macht jeder. Also ja, zuerst wirklich mal das Drehbuch geschrieben und dann natürlich viele Ideen gehabt und halt auch Ideen im Kopf von Hollywood-Filmen natürlich. Und wenn du das natürlich näher ins Drehbuch schreibst, ist das noch eins. Aber das Gesamte umzusetzen ist dann viel herausfordernder. Genau, also das Budget ist sicher etwas, das mein Film von einem richtigen Film unterscheidet. Weil natürlich die richtigen Hollywood-Filme haben Millionen an Budget. Für das beispielsweise Game of Thrones, was jetzt eine Serie zwar ist, aber die für 45 Minuten haben die 15 Millionen Franken Budget gehabt. Und ich selber habe natürlich knapp 900 Franken Budget mir selber gesetzt gehabt. Und bin auch ziemlich genau in das Budget reingekommen. Aber eben, das ist sicher etwas, was unterscheidet. Und das natürlich, merkt man natürlich auch an verschiedenen Orten, dass es vielleicht nicht so ist wie in Hollywood. Sei es jetzt eben kameratechnisch vielleicht. Aber trotzdem habe ich natürlich versucht, das Maximum rauszuholen. Und eben möglichst optimal das Gesamte zu gestalten. Und schauen, was ist alles möglich mit einem kleinen Budget. Kann man da überhaupt einen Film drehen? Weil das war so die Frage, die ich mir gestellt habe bei der Maturarbeit. Von dem her würde ich mich natürlich sehr freuen auf jeden, der kommt. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere wird wirklich auch wieder glücklich aus dem Saal rausgehen und mal ein bisschen sehen, was man eben auch in der Region machen kann. Dass es eben auch möglich ist, im Berner Oberland Filme zu drehen. Genau. Und dass man eben, wenn man das Ziel hat, das wirklich erreichen kann. Klar, eben, man braucht eine ordentliche Portion Leidenschaft für das, aber wenn man es gerne macht, dann sind auch die 1800 Stunden Aufwand, die man jetzt für den Film hatte, sie drücken auch in den Hintergrund und die Freude am Produkt in den Vordergrund. Genau. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet Sie auf unserer Homepage oder in unserer App noch die Ausfüllartikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter von unseren Medienhauskollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus.
Meine Damen und Herren, grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung-Wetter für den Kanton Bern. Heute hat es einmal mehr strahlenden Sonnenschein gegeben. Es war mehrheitlich wolkenlos. Wir sehen es hier auf der Webcam Beatenberg, also ein Frühlingstag, so richtig zum Genießen. Der Grund, das Hochdruckgebiet Peter. Das ist ziemlich ein kräftiges Hoch, eine sogenannte Omega-Lage, die wir haben, also blockierte Wetterlage. Es tut sich bis auf Weiteres nicht allzu viel. Wir sehen es hier auf der Strömungsanimation. Die antizyklonale Strömung, also eine ziemlich festgehockte Angelegenheit. Also in der Nacht auf morgen ist es sternenklar und morgen Vormittag da ist es wieder sonnig, mehrheitlich wolkenlos und die Temperaturen die gehen zum Beispiel zu Bern und zu Biel retour gegen Gefrierpunkt. Es gibt also wieder verbreitet einen Bodenfrost, aber auch im Oberland geht es retour auf etwa 0 bis 2 Grad. Morgen Nachmittag bleibt es weiterhin sonnig, mehrheitlich auch wolkenlos. Land haben wir eine bisschen Tendenz. Temperaturen die erreichen zum Beispiel zu Bern maximal 16 Grad, Zahnen, da gibt es 13 Grad oder zu Brienz, da haben wir ebenfalls um die 16 Grad. In den kommenden Tagen geht es sonnig weiter. Erst ab dem Freitag bilden sich über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken. Sonst bleibt es doch mehrheitlich wolkenlos. Und die Temperaturen die sind weiterhin auf frühlingshaftem Niveau. Einerseits am Donnerstag und Freitag, andererseits am Wochenende. Und anfangs nächste Woche gibt es in Interlaken Höchstwert um die 17 Grad. Die Trockenheit die geht also weiter. Nennenswerte Niederschläge sind bis weit in die kommende Woche nicht in Sicht. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch weiterhin einen ganz schönen Abend und bis gleich. Auf Wiedersehen miteinander.